Reden Sie Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Wissen Sie, was Trottoir heisst auf Hochdeutsch? Ich weiß nicht mehr, was ein Trottoir Und wissen Sie, was... jetzt drängen Sie sich einfach vor. Sie wissen noch mal etwas. Wissen Sie dann, was Kreisverkehr auf Schweizerdeutsch heisst? Und Sie? Sorry, ich glaube, es wird heute ein bisschen später. Also ich habe mich zuerst mal voll verfahren. Bin in der Schützenstraße in Konstanz anstatt in Krüstlingen gelandet. Also musste ich kehren. Dann noch durch den Kreisel. Und das haben mich alle voll blöd angeschaut, weil ich einfach durch die Mitte gefahren bin. Dann bin ich blöderweise auf dem Trottoir gelandet und habe prompt einen Bus bekommen. Dabei habe ich gedacht, es sei doch ein Veloweg. Warte jetzt da am Zoll. Von mir hat es so einen komischen, stinkenden Töpf. Kannst du den Grill schon mal anwerfen und den Töpf drauf tun? Bin gerade dort. Bis bald. Tschüss. Da versteht Marie nur Bahnhof. Aber sie ist nicht die Einzige, der es manchmal so geht. Wir haben uns nämlich in Kreuzlingen ein bisschen umgehört und gemerkt, dass es Wörter gibt, die einfach nicht so einfach sind zum Verstehen. Aber schaut selber. Also zum Beispiel, wie sagt man zum Bürgersteig oder Gehweg auf Schweizerdeutsch? Oh, das wusste ich. Das habe ich leider jetzt vergessen. Ein paar Begriffe weiß ich schon. Zum Aber Beispiel? Snüni, Ja. überhaupt grundsätzlich irgendwas, ist immer, das finde ich auch total nett. Was fällt mir sonst noch ein? Oder zum Beispiel Fahrrad. Das Velo. Ja. Und Motorrad auf Schweizerdeutsch? Velo. Das wäre das Fahrrad. Motorrad. Genau, Motorrad. Velorad. Keine Ahnung. Töff. Ich wusste. Ja, genau. Da gibt es auch noch dann die kleinere Form davon. Das Mofa wäre dann Tüffli. Töffli, genau. Ja? Ja. Ich habe gedacht, ich habe es selber erfunden. Ne? Ja, aber stimmt. Wissen Sie, wie man auf Schweizerdeutsch zum Bürgersteig sagt, zum Gehweg? Auf Französisch, nicht? Ja, genau, das französische Wort. Trottoir? Ja. Richtig. Und wissen Sie, wie man zum Fahrrad sagt auf Schweizerdeutsch? Ja. Ich habe einen Enkel. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auch Aber ich kenne das auch Wort. das französische Wort. Warten Sie mal. Velo. Genau. Wir sagen Töff, wie sagen die Deutschen? Motorfahrrad oder so. Motorrad und am Töffli. Also wäre da Motorrad und Motorfahrrad. Ja, oder Mofa. Mofa. Weißt du, was ein Trottoir auf Hochdeutsch ist? Nee. Ein Bürgersteig. Okay. Und weißt du, wie man dem sagt, was du hier abgeschlossen hast, als dem Fahrer? Genau, super, super. Töffli? Wie heißen die jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Wäre Mofa oder Vespa oder so. Bitte? Töff? Motorrad. Und wissen Sie, wie man Rechtsvortritt sagt? Rechtsvortritt. Nein, es ist rechts vor links und Vortritt heißt Vorfahrt. Vorfahrt, okay. Genau. Ja, da weiß ich. Genau. Und wie sagt man zum Kreisverkehr? Oh, das Also ist wusste ich auch. Ist ähnlich, aber man so ein bisschen verniedlichend oder etwas kürzer so. Ah ja, wie ist das? Kreisel. Kreisel, genau, stimmt. Sehr gut. Und wir haben hier hinten einen Kreisverkehr. Wie sagt man dem auf Schweizerdeutsch? Keine Ahnung. Ein Kreisel. Oh. Und wissen Sie, wie man am Kreisel sagt auf Hochdeutsch? Kreisverkehr. Philipp. Genau, super. Und nicht nur in der Sprache verstehen wir uns manchmal nicht so gut, auch im Verhalten im Verkehr. Und Marie und ich beobachten sehr oft, dass in der Schweiz viele Leute, auch Schweizerinnen und Schweizer, nicht genau wissen, wie man richtig durch einen Kreisverkehr, also einen Kreisel fährt. Deshalb habe ich es euch nochmals vorgezeigt, damit es jetzt allen in den Köpfen ist, weil die Schweiz ist das einzige Land in Europa, wo diese Regelung gilt, und zwar ab durch die Mitte. Aber schaut selber. Also man fährt und das Erste, was man macht, ist, man schaut nach hinten, haltet den Arm raus und spurt in die Mitte der Spur ein, sodass einen niemand überholen kann.
Und dann fährt man nach vorne bis zu den Haifischzehen, sagen wir dem in der Schweiz. Nach links schauen, ob niemand kommt. Wenn niemand kommt, dann ganz wichtig, in der Mitte des Kreisels fahren, damit einen niemand im Kreisel überholen kann. Und dann zeige ich natürlich wieder an, wenn ich raus möchte. Ihr seht, obwohl man denkt, dass in Konstanz und in Kreuzlingen beides Deutsch geredet wird, gibt es trotzdem sehr viele Wörter, die eben nicht gleich sind und man manchmal ein bisschen Verständigkeitsschwierigkeiten hat. Gibt es Wörter, die wir vielleicht vergessen haben oder vielleicht sogar falsch übersetzt haben? Wenn ja, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Und wenn du das Video cool gefunden hast, dann gib ein Like und abonniere den Kanal, damit du noch mehr coole Sachen von Kreuzlingen und Konstanz kannst sehen. Bis dann, tschüss! Sehr gut. Besteht jede Prüfungsfrage.